Drohnensichtungen in den USA. Über dem Himmel von New Jersey nahe New York sorgen mysteriöse Drohnenschwärme für Beunruhigung unter den Bewohnern, schreiben die Stuttgarter Nachrichten. Seit einigen Wochen sorgen diese mysteriösen Drohnenschwärme für ein ungutes Gefühl. Zeugen berichten, das ist ziemlich beunruhigend, dass die da sind ohne Erklärung, so der 23-jährige Sam Lugo. Das Ganze sei verrückt. Und was sagt das Weiße Haus dazu? Das Weiße Haus sieht in den Flugobjekten keinen Grund zur Sorge. Wir haben derzeit keine Beweise dafür, dass die gemeldeten Drohnensichtungen eine Bedrohung der nationalen oder öffentlichen Sicherheit darstellen. So der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby in Washington. Wir verstehen, dass die Menschen besorgt sind. Wir verstehen, dass sie Fragen haben. Wir haben auch Fragen und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Antworten darauf zu bekommen. Ja, und selbst durch den Einsatz von hochentwickelten elektronischen Erkennungstechnologien konnte man noch keines dieser Sichtungen bestätigen. Also mit anderen Worten, visuell sind sie da, aber ihre Geräte können sie nicht erkennen. Die NZZ schreibt, rätselhafte Drohnen am Nachthimmel halten Amerika in Atem. Sie kommen oft nachts, aber niemand weiß woher und ob es sich wirklich um das handelt, was das Auge zu sehen glaubt. Surrende Drohnen mit einem Durchmesser von bis zu 2 Metern. Und nicht nur gewöhnliche Bürger würden dieses Phänomen beobachten. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey und Präsidentschaftsbewerber Chris Christie sagt in einem Interview, zu sagen, dass es sich um nichts Ungewöhnliches handelt, sei falsch. Auch Marylands ehemaliger Gouverneur Larry Hogan teilte auf X vergangene Woche ein Video, das fliegende Drohnen über seinem Wohnort zeigen soll. Die Leute schreien zu Recht nach Antworten, aber sie erhalten keine. Weder das Weiße Haus, das Militär noch das FBI wüssten, worum es sich bei dem Phänomen handle, aber behaupteten, es bestünde keine Gefahr. Diese Antwort sei nicht akzeptabel. Empört äußerte sich auch der angehende Präsident Donald Trump. Kann das wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Ich glaube es nicht. Lasst es die Öffentlichkeit wissen, und zwar jetzt, andernfalls schießt sie runter. In 8 verschiedenen Gliedstaaten wurden bisher verdächtige Drohnenflüge gemeldet, darunter über Militärstützpunkten oder kritischer Infrastruktur wie Häfen, Brücken und Stauseen. Dies alles führt natürlich nun dazu, dass Leute sich fragen, wie das sein kann. Wie können, und sagen wir einmal, es sind Drohnen, wie können diese den Luftraum und gerade auch in der Nähe von Militärstützpunkten überfliegen, ohne dass das Pentagon davon etwas mitbekommt? Vielmehr sagen sie, dass keine Gefahr besteht. Sie scheinen auch nicht beunruhigt deswegen zu sein. Die ersten Einschätzungen sind, dass es sich um Drohnen handelt und potenziell, wissen Sie, kleine Flugzeuge sein könnten. Es könnte eine Reihe von Dingen sein, die die Leute dort sehen. Nun, UFO-Sichtungen und dergleichen an sich sind ja nicht wirklich etwas Neues. Aber es ist schon recht außergewöhnlich, so viele Sichtungen innerhalb von wenigen Wochen. Natürlich entstehen dann auch so, wie die Medien es nennen, wilde Theorien darüber. Und bestimmt ist nicht alles glaubwürdig, auch mit den ganzen Videos auf TikTok und so, weil viele nutzen diese Nachrichten und stellen Fake-Videos von angeblichen UFO-Sichtungen rein, die sie selber bearbeitet haben, nur damit es sich viele Leute dann anschauen. Unser Militärinstitut. Installationen oder unsere Leute jemals unter irgendeiner Bedrohung, und wenn sie es wären. Natürlich sind die Basiskommandeure in der Lage, diese Drohnen einzusetzen, wenn sie eine Bedrohung darstellen. Und andere wiederum machen sich einfach nur einen Spaß daraus. Jedenfalls kam dann im Zusammenhang mit diesen UFO-Sichtungen vielen wieder ein bestimmter Begriff in den Sinn, nämlich Projekt Bluebeam. Ich habe selber noch nie etwas darüber gehört. Vielleicht, weil ich zu der Zeit einfach noch zu jung war, als es damals in den Medien kam. Was ist also dieses Projekt Bluebeam? Lassen wir es uns hier von dieser Dame erklären.
Diese Verschwörungstheorie wurde Projekt Bluebeam genannt und sie wurde von Serge Manasse geschrieben. Wer war Serge Manasse? Serge Manasse war Journalist, Dichter und Essayist und er war ein aktives Mitglied der Social Credit Party of Canada. Er war Kanadier und begann in den 1990er Jahren zu einem Thema über eine neue Weltordnung zu schreiben. Er erhielt Dokumente über die NASA und veröffentlichte 1994 das Projekt Bluebeam NASA, in dem er seine Behauptung ausführlich ausführte, dass die NASA mit Hilfe der Vereinten Nationen versuchte, eine neue Zeitalterreligion mit dem Antichrist als Kopf umzusetzen und eine neue Weltordnung zu beginnen. Das klingt heute wirklich weit hergeholt. Also dieser Mann hier, Serge Manasse, schrieb in den 90er Jahren ein Buch zum Thema eine neue Weltordnung und veröffentlichte dieses 1994 und nannte es Bluebeam NASA. Es ging dabei sozusagen um Pläne über die NASA, die mit Hilfe der Vereinten Nationen eine neue Zeitalterreligion herbeizuführen, um mit dem Antichrist als Haupt eine neue Weltordnung zu beginnen. Okay, irgendwie hört es sich total nach einer Verschwörungstheorie an. Oder doch nicht? Hören wir weiter. Stellen Sie sich vor, wie weit das 1994 klang. Damals glaubten wir allem, was die Regierung sagte. Also kam dieser Mann 1994 und sagte, nein, es gibt ein Projekt Bluebeam, an dem NASA und die UN beteiligt sind. Ich hätte gedacht, dass dieser Mann verrückt ist. Wenn ich alt genug gewesen wäre, hätte ich gedacht, dass er verrückt ist. Interessant ist jedoch, dass er dieses Buch 1994 veröffentlicht und dann in den folgenden Jahren, 1995 und 1996, beginnt er zu sagen, dass er von der Polizei und den Behörden wegen seiner Beteiligung an Netzwerken verbotener Informationen gejagt wird. Jetzt klingt das auch verrückt, außer der Tatsache, dass der Staat seine Kinder dann im September 1996 nahm und behauptete, dass seine Kinder zu Hause unterrichtet werden, nur eine schlechte Sache sei und dass sie nicht die Ausbildung erhalten, die sie verdienen. Sie nahmen seine Kinder mit, damit sie eine öffentliche Bildung erhalten würden. Das ist seltsam. Warum sollten Sie Kinder mitnehmen, weil sie zu Hause unterrichtet werden, damit sie eine öffentliche Ausbildung erhalten können? Nun ja, es wird etwas seltsamer. Er starb im Dezember 1996 mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt, einen Tag nach seiner Verhaftung und einer Nacht im Gefängnis. Man verhaftete ihn, weil seine Kinder nicht in der Schule waren, und einen Tag später starb er. Das ist schon etwas seltsam, dass er mit 51 an einem Herzinfarkt stirbt, nachdem er einen Tag im Gefängnis ist, wieder rauskommt und dann stirbt. Natürlich gab es viele Verschwörungstheorien über seinen Tod. Er sagte, er werde sterben und vom Staat verfolgt. Der Staat nahm seine Kinder mit, um ihnen eine bessere Schulbildung zu ermöglichen. Und er starb nach einer Nacht im Gefängnis. Das ist bizarr genug, dass die Leute vielleicht anfingen zuzuhören, was er sagte. Und ich werde Sie durch Projekt Bluebeam führen, weil ich denke, wie ich gesagt habe, dass es verrückt ist. Es ist völlig verrückt, aber wir werden alle besser sein, es gehört zu haben. Serge Manasse sagte also, dass der erste Schritt des Projekts Bluebeam die Herstellung künstlich erzeugter Erdbeben an strategischen Orten auf der ganzen Welt beinhalten würde. Was die Kommission betrifft, so hat er 1994 erklärt, dass die Regierungen über Technologie verfügen, die dies zu ermöglichen haben würde. Davon weiß ich nicht wirklich. Nochmals erzähle ich dir nur, was er gesagt hat. Diese Erdbeben, so ihm, wollten alte Artefakte ausgraben, die darauf hinweisen, dass die religiösen Lehren aller Nationen seit Jahrhunderten missverstanden wurden und damit alle Religionen diskreditiert haben. Interessant finde ich den zweiten und vierten Punkt des Bluebeam-Projekts. Der zweite Schritt, sagte er, würde eine große Show aus dem Weltraum beinhalten. Im Wesentlichen wollten sie dreidimensionale optische Hologramme verwenden, die holographische Bilder projizieren, um über die Seite über den Himmel zu strahlen. Verzeihung. Und dass diese Bilder Projektionen von Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna enthalten würden und alles zu einem verschmelzen würde. Im Wesentlichen würden sie das durch den Einsatz weltraumgestützter Satelliten erreichen können.
und es würde den gesamten Himmel in eine massive Filmleinwand verwandeln. Ob die NASA diese Technologie hat, weiß ich nicht. Der dritte Schritt ist noch weit hergeholt. Er sagt, dass dies künstliche Intelligenz beinhalten wird. Ich möchte das wiederum immer wieder aussagen. Das hat er 1994 gesagt. Künstliche Intelligenz, die die Geisteskontrolle nutzen könnte, um Menschen in ihrem Geist zu erreichen. Und das würde Strahlen von Satelliten beinhalten, die Erinnerungen von unseren Computern versorgt werden, die massive Daten über jeden einzelnen Menschen auf der Erde gespeichert haben. Und schließlich, im vierten Schritt des Projekts Bluebeam, sollte verschiedene Technologien verwendet werden, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Alien-Invasionen stattfanden. Alien-Invasionen und sogar die Entrückung selbst. So wird es den Regierungen und den Befugnissen erleichtert, die Kontrolle über eine angstbetroffene Bevölkerung zu übernehmen. Das NASA Bluebeam-Projekt ist die primäre Richtlinie für die neue Weltordnung. Absolute Kontrolle über die Bevölkerungen der gesamten Erde. Mysteriöse Drohnensichtungen in den USA stehen im Zusammenhang mit der Verschwörungstheorie des Projekts Bluebeam. Das vom kanadischen Journalisten Serge Monast vorgeschlagene Projekt Bluebeam behauptet, dass die globale Elite die Inszenierung gefälschter übernatürlicher Ereignisse plant. Eine Reihe von Verschwörungstheorien sind aufgetaucht, nachdem in verschiedenen Teilen der USA mysteriöse Drohnen gesichtet wurden. Die Sichtungen begannen im November, haben sich aber seitdem ausgeweitet. Während das FBI und die US-Regierung diese Sichtungen als ungefährlich einstufen, haben Social-Media-Nutzer die Sichtungen mit der jahrzehntealten Verschwörungstheorie namens Projekt Bluebeam in Verbindung gebracht. Das in den 1990er Jahren vom kanadischen Journalisten Serge Monast vorgeschlagene Projekt Bluebeam behauptet, dass die globalen Eliten in einer verdeckten Operation die Inszenierung vorgetäuschter übernatürlicher Ereignisse oder außerirdischer Invasionen planen, um eine totalitäre Weltregierung zu errichten. Diejenigen, die an die Verschwörung glauben, dass hochentwickelte holographische Technologie eingesetzt werden würde, um Bilder religiöser Figuren oder außerirdischer Invasionen in den Himmel zu projizieren. Die Theorie geht auch davon aus, dass die gesamte Übung darauf abzielt, menschliche Gedanken zu manipulieren, wodurch die Illusion einer direkten Kommunikation mit Gottheiten entsteht, um autoritäre Kontrolle zu rechtfertigen. Nun, mir geht es nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien, es geht mir aber auch nicht darum, Dinge zu verharmlosen. Was wir sagen können ist, Leute sehen da drüben seit ein paar Wochen vermehrt unerklärliche Flugobjekte, Drohnen oder was auch immer, und die US-Regierung scheint das nicht zu beunruhigen. Also entweder wissen sie, was das alles zu bedeuten hat und tun einfach ahnungslos, oder diese Objekte kommen vom Ausland und sind Spionagedrohnen. Doch dann hätte man sie doch schon längst vom Himmel runtergeholt, oder nicht? Also entweder dieser Journalist hat die Wahrheit ausgeplaudert, ich weiß ja nicht, was er sonst noch alles gesagt hat, aber sagen wir mal in diesen Punkten, und musste dann deswegen sterben, auf mysteriöse Weise, oder wir haben es mit dämonischen Aktivitäten zu tun. Nun, wenn man einmal schaut, was Alice Bailey dazu schreibt, scheint es nicht weit hergeholt zu sein, was dieser Mann bereits in den 90ern sagte. Diese ESO-Webseite schreibt dazu: Alice Baileys Prophezeiung über das Jahr 2025. Am relevantesten für unsere Zeit ist wahrscheinlich Baileys Aussage über das Datum, an dem sich der Avatar manifestieren wird. Sie sagte, das Wiederauftauchen des Avatars und die Externalisierung der Hierarchie, das heißt der Hierarchie der Götter oder Engel, die für die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins arbeiten, nach 2025 beginnen würden. So schreibt sie in ihrem Buch Die Externalisierung der Hierarchie: Im Jahr 2025 wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Datum für die erste Phase der Externalisierung der Hierarchie festgelegt. Auch schreibt sie, der innere Aufbau des Weltverbandes der Nationen wird ebenfalls gut organisiert werden und bis zum Jahr 2025 sichtbare Gestalt annehmen. Das heißt nicht,
dass wir dann bereits eine perfekte Weltreligion und eine komplette Gemeinschaft der Nationen haben werden? Die Natur arbeitet nicht so schnell, aber der Gedanke und die Idee wird dann allgemein anerkannt und erwünscht sein und man wird tatkräftig daran arbeiten. Wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind, dann kann in dieser Zeitenrunde nichts mehr die endgültige Manifestierung in der Außenwelt verhindern. Sie meinte damit die Manifestierung gefallener Engel. Ich fand dieses Zitat auf der Webseite von Lucis Trust. Und was ich dann auch noch fand, war sogar dieser Aufruf. Ein Aufruf an esoterische Gruppen zur Vorbereitung auf 2025. Sie schreiben: Liebe Freunde und Kollegen, dies ist ein Aufruf an esoterische Gruppen zur Vorbereitung auf 2025, denn dieses Jahr ist die Zeit, in der die spirituelle Hierarchie Pläne für die Menschheit für das nächste Jahrhundert meditierend umsetzen wird. Dann fand ich auch noch ein weiteres Zitat von ihr mit folgender Aussage: Die große Generalversammlung der Hierarchie, die alle 100 Jahre stattfindet, wird wahrscheinlich im Jahre 2025 den Zeitpunkt für den ersten Abschnitt der Externalisierung festsetzen. Wisst ihr, ich bin zurzeit gerade dabei, die Lebensgeschichte von Roger Monod auf Deutsch zu übersetzen. Und was ich euch hier gerade gezeigt habe, ist genau das, was Roger Monod gesagt hat. Er sprach von einer großen Generalversammlung der Geisterwesen, wo Pläne besprochen wurden, wie man die Menschen verführt. Alice Bailey schreibt auch von sogenannten Jahrhunderttreffen der Hierarchie. Und sie sagt, dass sich die Engel ab 2025 anfangen werden, sich zu manifestieren. Roger Monod spricht von keinem Datum, und wir wollen uns auch nicht speziell auf dieses Datum konzentrieren. Es ist einfach nur ein Detail. Auf jeden Fall sagte Roger Monod etwas über Dämonen, die so tun werden, als kämen sie von fernen Planeten, und natürlich nur mit der besten Absicht. Aber hören wir es uns einmal an. Die dämonischen Geister werden sich selbst als Bewohner ferner Planeten anderer Galaxien ausgeben. Die kommen, um die Bewohner der Erde vor der bevorstehenden Zerstörung des Planeten zu warnen, wenn nicht etwas Ernstes getan wird, dies zu verhindern. Der Priester sagte, da die Zeiten auf diesem Planeten immer schwieriger werden, und Katastrophen aller Art den Planeten immer häufiger heimsuchen, werden die dämonischen Geister den Menschen die Wichtigkeit der Sonntagsheiligung vor Augen führen. Wow, sie wollen die Menschheit und diesen Planeten vor einer Zerstörung bewahren, und sie sagen, nur die Sonntagsheiligung kann dies verhindern. Als ich von diesen UFOs oder unerklärlichen Drohnensichtungen hörte, kam mir gleich diese Aussage in den Sinn. In dem Buch Der große Kampf lesen wir auf Seite 624: Furchtbare, übernatürliche Erscheinungen werden sich bald am Himmel bekunden, als Zeichen der Macht wunderwirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden hingehen zu den Königen der Erde und zu der ganzen Welt, um sie in Täuschung gefangen zu halten und sie zu veranlassen, sich mit Satan in seinem letzten Kriegszug gegen die Regierung des Himmels zu vereinen. Und auch darüber spricht Roger Monod. Wenn wir also diese Dinge sehen, dann kann es vielleicht sein, dass das alles einem bestimmten Zweck dient, und zwar die Menschheit auf die Manifestation gefallener Engel vorzubereiten, die sich als hochintelligente Wesen aus fernen Planeten ausgeben. Auch wissen wir aus der Bibel und aus dem Geist der Weissagung, dass Satan sich als Engel des Lichts verkleiden wird. So kommt die Entscheidung allmählich immer näher. Die Gnadenzeit neigt sich dem Ende zu, und das Schicksal des Einzelnen wird dann auf ewig entschieden sein. Satan sieht, dass seine Zeit bemessen ist. Er setzt alle seine Kräfte und Möglichkeiten ein, um die Menschen zu täuschen, irrezuführen, zu fesseln und zu bezaubern.
bis die Gnadenzeit vorüber ist und die Tür der Barmherzigkeit sich für immer geschlossen hat. Erkennen wir die Dringlichkeit, Menschen aus den Fängen Satans herauszuholen und sie vor alledem zu warnen? Möge Gott uns dabei helfen. Ich wünsche dir Gottes Segen.